Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, es ist Zeit für eine Revanche. Die Rückrunde startet und wir spielen in Hamburg. Und über weitere Ereignisse dieser Woche werden wir auch sprechen. Primär natürlich ist das hier mein Vorschauvideo zu unserer anstehenden Partie. Und damit hätten wir auch den Teil hinter uns, den ich am meisten hasse, wenn ich aufnehme. Und das sind die Einleitungen. Oh Gott, ey, ihr wisst gar nicht, wie oft ich jedes Mal neu anfange. Es gibt, seitdem ich das hier mache, nichts, was ich so sehr hasse wie die Einleitungen und irgendwelche Sätze sich ausdenken, was ich vorher sage, etc. pp. Aber komm, scheiß jetzt mal drauf. Also, ja, das war ja letztes Jahr zur Hinrunde jetzt natürlich sehr enttäuschend gewesen. Entsprechend war auch meine Reaktion darauf, weil ich halt zu dem Zeitpunkt dachte, da zieht sich genauso durch die Saison wie die vorherige Saison, hatte mich sehr daran erinnert, aber sagen wir es mal so, im Nachhinein muss man ja sagen, das war ja zu der Zeit ein ganz anderer Fußball, den wir gespielt haben. Jetzt sind wir deutlich besser dran und jetzt werden dann schon wieder die Karten neu gemischt. Gut, es ist natürlich leider Gottes ein Spiel, bei dem ich mal wieder nicht dabei bin. Direkt mal vorweg, 7500 FC-Fans werden unseren ersten FC Köln nach Hamburg begleiten. Ich habe es versucht, ich habe es nicht geschafft. Ich wäre gern dabei gewesen. Das war eigentlich das Auswärtsspiel, auf das ich mich am meisten gefreut hatte. Aber was willst du machen? Sei es drum. Grüße gehen raus an die Leute, die mit 4 Endgeräten jedes Mal im Homeoffice sitzen und dann ihre Karten mit den Mitgliederdaten ihrer Freunde sich klar machen. Genauso läuft das ab. Deswegen kriegt ihr alle keine Karten, ne? Solltet ihr wissen. Wäre schön, wenn der FC mal die IP-Adressen überprüft, wer da gleichzeitig online ist über verschiedene Endgeräte. Aber okay, mit VPN kannst du heutzutage auch gut tricksen. Keine Sorge. Wir sind noch nicht so weit, dass ich für irgendwelche VPNs hier irgendwie Werbung mache. Aber gut, starten wir mal rein in 2 Sachen, 3 Sachen sogar, die sich innerhalb dieser Woche getan haben vor unserem Spiel. Zuallererst einmal, wir haben es geschafft. Wir haben dann Joel Schmid tatsächlich verpflichtet. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei dem Jungen. Er wirkt wirklich so, als ob das für ihn eine große Ehre ist, für den FC zu spielen. Und im Testspiel gegen Viktoria soll er wohl einen guten Eindruck hinterlassen haben. Aber liebe Freunde, ich gucke keine Testspiele. Warum gucke ich das nicht? Okay, ich hätte auch vor Ort sein können. Ich bin momentan in so einem Freizeitausgleich. Ich hatte keinen Bock, bei dem Wetter zu gehen. Testspiele haben ab dem Moment ihren Reiz verloren, wo wir noch unter Steffen Baumgart, wie viel war das? 2-1 gegen Nantes zu Saisonbeginn 22-23 gewonnen haben. Und hat sogar noch Sargis Adamian getroffen. Und dann gab es auch noch so ein Testspiel gegen Ports oder in Ports, wo wir da, keine Ahnung, 8-0 oder 10-0 oder sowas gewonnen haben. Und Steffen Tigges war da der Top-Torschütze. Entschuldigung, deswegen, Testspiele, egal wie gut oder schlecht sie verlaufen, sagen für mich nichts aus. Ja, die erste Halbzeit gegen Viktoria lagen wir 2-0 zurück, haben das noch gedreht, ja, dank Luca Waldschmidt. Aber das sagt für mich nichts. Okay, und Schmid soll anscheinend richtig gut gespielt haben. Das ist auf jeden Fall das, was die Leute mir gesagt haben. Er sollte auf jeden Fall ein ziemlich guter Dirigent sein. Und sagen wir es mal so, ich verlasse mich mal darauf, was die Leute mir sagen. Ich habe nicht geguckt, ich hatte keinen Bock. Ich habe lieber ein paar Sachen auf Netflix geguckt, sag ich ganz ehrlich. Ich hatte keinen Bock drauf. Ich lege keinen Wert auf Testspiele. Das solltet ihr mittlerweile auch wissen. Deswegen eine Meinung über Joel Schmid und wie er sich so macht, wird es dann eventuell ab Samstag oder ab Sonntag dann meinerseits geben. Und gut, ja. In der Zwischenzeit, okay, wir haben jetzt, wo ich das hier aufnehme, Donnerstag. Es ist 14:39 Uhr, wo ich das hier aufnehme. Und es liegt ein Angebot für Jonas Obig vor vom FC Bayern München. Was für eine Ablösesumme genau im Raum steht, ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unklar. Es sind anscheinend mindestens 6 Millionen. Anhand dessen, dass sein Marktwert gesunken ist das schon mal ein ganz gutes Angebot. Manche sagen, wir verlangen 8 Millionen. Jetzt sagen neuerdings einige, wir verlangen 10 Millionen mit einer Weiterverkaufsklausel. Ich sag euch ganz ehrlich, meine Meinung ist, wir sollten auf jeden Fall darauf eingehen. Und am besten auch Ja sagen. Entschuldigung, der Frosch im Hals mal wieder. Ja, diese Raucherei, da muss ich auch mal ein bisschen mal reduzieren. Aber Freunde, ich hätte jetzt Ja gesagt. Warum? Gibt ja auch ein Angebot von den Pillen. Und ich möchte nicht schon wieder erleben, wie ein ja, Top-Talent bei denen landet. Ja, da sind wir natürlich auch selber dran schuld. Es nervt mich auch, dass die jedes Mal bei uns fischen. Ansonsten finden die uns ja komplett scheiße. Aber wenn es um unsere Spieler geht,
ja, die DNA, die nehmen die gerne mit, die FC-DNA. Und deswegen würde ich ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt das Angebot von Bayern angenommen. Hätte ich jetzt einfach angenommen. Besser so schnell wie möglich. Da brauche ich auch mein Jonas Obig-Trikot nicht verkaufen. Kann ich es gerne als Erinnerungsstück behalten, weil ich sage ganz ehrlich, wäre der zu den Pillen gewechselt, ich hätte es verkauft. Das hätte ich niemals im Leben in meinem Schrank behalten können. Auf gar keinen Fall. Weil das ist ja wirklich dann so ein harter Schlag, das könnte ich irgendwie nicht verkraften. Deswegen, aktuell sind wir noch in den Verhandlungen. Fakt ist, wenn uns dieser Transfer oder sagen wir so, wenn uns dieser Verkauf gelingt, und das zum FC Bayern München, wo dann auf jeden Fall eine gute Summe bei rauskommt, wer weiß, vielleicht könnte das der Transfer sein, der uns finanziell für den Transfermarkt konsolidiert und uns vielleicht noch weitere Möglichkeiten in Sachen Stürmer aufbietet. Ich meine, okay, ich reg mich immer noch auf, dass da nicht zumindest ein Stürmer oder so verpflichtet wurde. Ja, es regt mich immer noch auf, aber wer weiß, vielleicht hat es sich ja im Nachhinein gelohnt. Schauen wir mal. Und sonst noch, was gab es sonst noch für Infos? Ja, liebe Freunde, einfach nur mal eine kurze Vorwarnung. Da ist jetzt ein Retro-Trikot demnächst auf dem Markt vom 1. FC Köln. Ihr solltet wissen, ja, ich werde es kaufen. Und ja, ich habe vor, eine Review darüber zu machen, weil ist ja so genau mein Ding. Die Trikot-Reviews kennt ihr, aber was sich unterscheiden wird, ich werde es ein bisschen anders bewerten. Erstens, weil es von der Modemarke WeFC oder We, keine Ahnung, so wie diese Marke insgesamt heißt, das ist so ein Kooperationsding zwischen dem FC und We. Und die Marke ist auch ein bisschen kontrovers gesehen. Ich bin gespannt, inwieweit sie versuchen, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber das Ding sieht einfach geil aus. Also will ich es auch besitzen. Ne? Aber ich werde es anhand dessen auch ein bisschen anders bewerten. Sage ich euch ganz ehrlich. Es wird eine Review dazu geben. Ich werde zusehen, es zu kaufen. Aber was schon wieder der nächste Bitch-Move ist, streng limitiert. Ja, schön den Preis in die Höhe ballern. Ey, hoffentlich kostet das nicht mehr als 100 Euro, sonst wird das nichts mit der Review. Weil dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, mir das zu holen. Aber gut, ich bin ja selber dann schuld, wenn ich es mache. Aber einfach nur so für euch, so contentmäßig. Ich werde dazu eine Review wahrscheinlich machen. Aber ich werde ein paar Kriterien mit reinnehmen, auch was diese, ja, ich sag mal, kontroverse Marke betrifft. Das wird auch mit einfließen. Ja, ansonsten, ich habe mir die Pressekonferenz vom FC angesehen. Hatte heute Zeit dafür. Und naja, ihr wisst ja, im Spiel gegen Viktoria haben sich Dejan Ljubicic und Tim Lemperle verletzt. Es scheint wohl keine so heftige Verletzung zu sein. Das kommende Training davon hängt wohl ab, ob Ljubicic oder Lemperle im nächsten Spiel eingesetzt werden. Wie und wann, das hängt davon ab. Weiß nicht genau, ob das wirklich für einen Startelf-Einsatz reichen wird. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Optionen. Zum Beispiel dank Gazibegovic im Mittelfeld. Das kann er auch spielen. Da sind ein paar Optionen mehr jetzt möglich. Und ja, mal gucken. Ich persönlich zittere mehr um Lemperle. Weil ist ja wohl klar, das ist so ein Top-Torjäger. Er ist noch da. Noch ist er nicht transferiert worden. Es sieht wohl so aus, als wir ihn wohl eher ablösefrei abgeben werden. Aber gut, wenn es dem Sportlichen dient, dass er weiterhin dabei ist, dann ist auch okay. Was Joel Schmid betrifft, er wird mit dabei sein, aber die Spielzeit ist unklar, sagte Gerhard Struber. Der Einsatz hängt davon ab, welche Spieler momentan am Wackeln sind, und da ist wohl offensichtlich Julian Pauli dabei. Er hat sich wohl immer noch nicht von dieser Gehirnerschütterung erholt. Das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, das ist krass, dass diese Gehirnerschütterung solche Folgen hatte. Also bereitet mir schon ein bisschen Sorgen. Und natürlich auch, eigentlich war das so unser Shooting-Star diese Saison. Ja, und was Urbeck nochmal angeht, ich weiß nicht, ob da jetzt gepokert wird. Noch plant Struber mit Jonas Urbeck. Und Kessler erzählte auch in der Pressekonferenz irgendwas so von wegen, er hofft, dass Urbeck bleibt. Ich hoffe, das ist Pokerei, weil ich sage ganz ehrlich, wir werden wahrscheinlich nicht mehr zusammenfinden. Nimmt die Ablöse, wenn sie ordentlich ist. Übertreibt es nicht mit dem Pokern, weil ich will die nicht bei den Pillen sehen, egal ob die mehr bieten oder nicht. Sag ich euch ganz ehrlich. Ja, und wir sollen auch im Austausch sein mit weiteren Stürmerkandidaten. Also so ganz ist das Ganze noch nicht vom Tisch. Aber mir ist auch aufgefallen in der Pressekonferenz, Thomas Kessler erhielt die meisten Fragen. Und irgendwie, keine Ahnung, so seine Antworten, die wirken sehr, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen von oben herab. Also Kessler, weiß ich nicht. Also die Art und Weise seiner Kommunikation, die wird dem nicht gerecht, was er so umsetzt.
Sage ich euch ganz ehrlich. Das ist zumindest so mein Eindruck. Ja, kurz noch was zum HSV. Davy Selke wird anscheinend rechtzeitig fit. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, oh, vielleicht haben die jetzt weniger Optionen. Königsdörfer ist auch nicht auf der Verletztenliste. Da sind von den Spielern aktuell nur Raab, der Torwart, Noah Katterbach, unser alter Bekannter, und weiterhin Robert Glatzel vorhanden. Gibt es auch noch weitere Optionen. So hin und wieder weiß auch Bakary Jatta zu treffen. Deswegen ist so ein bisschen schwer einzuschätzen, inwieweit der HSV jetzt gerade geschwächt ist. Also Königsdörfer, der gegen uns getroffen hat, ist dabei. Dompe ist dabei. Das wird sich auf meinen Spieltagstipp auf jeden Fall auswirken. Ja, ob jetzt Yusuf Gazibegovic von Anfang an spielen wird, das ist momentan offen. Es ist also unklar, wie viel Spielzeit er bekommen wird. In der Pressekonferenz wurde Gerd Struber nochmal auf unseren U21-Spieler Emin Kujovic angesprochen. Der hat ja gegen Viktoria gespielt. Er sagte aber, es ist unklar, inwieweit er noch weitere Chancen erhält. Ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Ich denke mal, wir können jetzt mal direkt mit unserem Spieltagstipp starten. Was heißt hier starten? Wir können mit unserem Spieltagstipp das heutige Video abschließen. Seht ihr diese Münze? Ja, wir werfen wieder die Münze. Wir spielen wieder Geist oder Bock, denn es gibt zwei Ergebnisse, die mir durch den Kopf schwirren. Und da erkläre ich euch gleich mehr zu, insbesondere für die neueren Zuschauer, was genau Geist oder Bock für ein Konzept ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Spieltagstipp. Und jetzt ist es wieder soweit, der Moment der Wahrheit. Geis oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geis, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geist. Manchmal ist die Münze 1:0. gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also dann, liebe Freunde, wem das Konzept noch nicht bekannt ist, das hier ist die gute Seite und das hier ist die etwas negativere Seite. Wenn ich die gute Seite erwische, dann heißt es, ich wähle das positivere Ergebnis. Das könnte manchmal ein Sieg sein, manchmal aber auch ein Unentschieden. Umgekehrt ist es ähnlich. Das könnte entweder vom Gefühl her eine Niederlage oder ein Unentschieden sein, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Ich habe bei solchen Sachen, wo mir etwas unklar ist, was ich tippen soll, immer so zwei Möglichkeiten im Hinterkopf. Und wenn ich einfach nicht überzeugt bin von meinem Tipp, dann werfen wir diese Münze. Also, von daher, Geis oder Bock? Sehr gut. Also, damit tippe ich, dass wir gewinnen werden. Mein Tipp, ein 1:0. Beziehungsweise ein 0:1 im Hamburger Volkspark. In einem Land vor unserer Zeit. Ihr habt das Thumbnail vielleicht schon gesehen. Ich mag es, mit diesem ganzen Nerd-Kram da herumzuspielen. Ja, das war's dann erstmal für diese Woche. Beziehungsweise eigentlich nicht. Wir sehen uns dann am Sonntag auf jeden Fall spätestens wieder zu meiner Reaction auf das Ergebnis dieses Spiels. Und dann würde ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns auch wiedersehen.